aufsetze, das ist ein Hut der pfälzische Helvetische Kirche. Wenn der Hut war, wenn man die Helvetische Jagd gelernt hat. Ja? Wir wissen bei uns in den Wäldern, da gibt es Helvetische und man kann nur hingehen und versuchen, die zu fangen oder so. Ne? Und manchmal ist man erfolgreich, manchmal nicht so. Ne? Die Touristen versuchen das immer wieder. Und wir unterstützen sie da immer kräftig mit dabei. Aber eine richtige Helvetische Jagd darf schon einen Großteil machen, weil die schon auskennst, der Bausche. Yachtscheu, was weiß ich. Nur wer Yachtscheu hat, geht in die Waldhelvetische Jagd. Der braucht jetzt ein bisschen, bis er auch kommt. Es wird im Mond helle Nächte gemacht. Ne? Und dann sitzen nur die Helvetische teilweise in den Bergen, das sind die Menschen. Und die Weibchen, die sitzen auf dem Boden. Und die Helvetische, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine ganzjährige Brunftzeit hat. Man kann das alles wieder über viele Zeiten, aber das ist auch wieder unterbringen. Auerhahn und Helvetische, die Balze im April. Noch was ein richtiger Penser ist, der balzt halt. Nee, aber da kann. In jedem Fall Sicherheitshinweise. Also, wir machen jetzt so praktisch schon die erste Stufe vom Helvetische Jagdschau. Ne? Wir dürfen das aber, das ist der Sicherheitshinweis, den wir schon brauchen, muss ich den geben. Ihr dürft nicht einfach so in den Wald gehen und das Helvetische Jahr, ihr müsst euch vorher sichern, weil die Helvetische greifen auch an. Und das Einzige, was wirklich hilft, dass die irgendwelche angreifen, ist so eine gewisse Alkoholfahne von oben. Zuerst ein paar Schnäpselchen getrunken, dann kann man ohne Probleme in den Wald gehen. Ein Sack muss man mitnehmen, das wisst ihr. Eine Laterne muss man mitnehmen. Ja? Also du nimmst dann so einen Sackhalter, ja? Eine Laterne drehst. Ja? Und dann muss der mit der Laterne in den Sack leuchten. Und wenn die Helvetische in den Ofen die Berge kommen, die Menschen und gute uns, wenn ich dann bekomme die Weibchen, dann muss ich die Sache die richtig stehen halten, weil es so hell ist wie die Dünne. Wir sind ja die Helvetische alle gelehrt, ich gucke sie ja nicht ganz einfach von den Bergen, weil da nur ein heller Fleck ist. Oder so. Nein, man muss die locken. Da gibt es einen helvetischen Lockruf, das ist der Lockruf, den die Helvetische als selber ausstoßen, um das jeweils andere Geschlecht anzulocken. Ja? Das kann man bei den Menschen, gerade die Niederwald, so manchmal so merken, auf der Kerb, ne? Oben ist was schon mal als 12, das ist irgendwas, wo sie alle genug hat. Da hört man ja die verschiedenen Balzrufe oder so. Im Wald ist es dann so, dass zuallererst immer die Weibchen locken. Und man muss diese Lockrufe praktisch selber kennen, damit man was machen kann. Wir bringen es euch jetzt bei. Die Weibchen rufen dann immer Tritsch, Tritsch, Tritsch! Jetzt, ich muss sagen, hier sind wir was mit Händen. Das ist ja was gelernt von uns. Er muss da gesessen und geklatscht, und lachen, hey, das ist was, das ist ein anspruchsvoller Typ, sind die schon. Deswegen, wir machen jetzt nochmal den Lockruf der Weibschaft und wir machen das alle noch. Also, er ist ein Mensch und Quatsch. Tritsch, Tritsch, Tritsch! Genau so! Und ist hier die Menschen, die oben in der hohen Bären sitzen, die hier jetzt, dass du die Weibchen durchgerufen haben. Jetzt stürzen sie sich von der Ofen die Beine ins Unterholz und sie sind dunkel im Wald. Ja? Und wenn die jetzt nicht direkt in den Hängen leuchtenden Fangsack fliegen, sondern fliegen da vorbei, dann landen die schon mal unter Holz. Und dann rufen die ihren Lockruf. Ja, und auch den Lockruf, den müssen wir auch für das nächste Lied, den brauchen wir. Ja? Also ich mache es noch irgendwo vor, der mache ich so.
den Elbendritsche Walz in die Walz, aber die richtige Stelle sage ich gleich, wo man in die Lockruf war. Also man kennt den Lockruf zum Beispiel ganz am Anfang. Also, ihr vorhin schon über was machen, immer um die Luft, ich kann es euch sagen, das ist nicht wegen mir. Normal haben wir nur so Kabel, so eine Fußschalter, da schon mit Luft rein. Ja, der Rainer hat mir den Weg gebracht. Winterwald.